Tja, Freunde, ich würde sagen, gleich ist es soweit und wir treffen auf Artorius. Alter Schwede. Part Nummer 34. Es hat, glaube ich, echt 30 Parts gedauert, war? Part 4, glaube ich, war das damals mit dem roten Mond und so. Da spricht man mit der scharlachroten nach, wo alles geschehen ist. Die Opferung von LaFiSet, ihrem Bruder. Das Ganze hat im Prinzip ihren Lauf nahm und sie ja ihre Dämonenkralle bekam, was auch immer das sein soll. Ja, er ist hier. Weiß ich auch. Dankeschön, das haben wir vorhin gesehen, dass er hier ist. Das ist jetzt eigentlich echt nichts Neues. Und ja, Freunde, das kennen wir auch noch. Hier wurde damals, oder damals, wird hier erstens Estiria, später 1000 Jahre später, wird dann Mikleo geopfert werden. Also, jetzt bin ich noch sicher, dass es da war. Hä? Ernsthaft jetzt? Der muss außen rum. Okay. Ja, kann ja eben noch was versteckt sein hier. Wer weiß, wer weiß. Oh mein Gott, die Spannung ist immer näher. Ich glaube, jetzt werden wir echt einen gigantischen Wow-Effekt erleben. Im Sinne von, nein, hätte das passieren können, oder warum? Ja, ich meine, für uns sind es nur 30 Parts. Also jetzt ungefähr 30 Parts natürlich. Bei Velvet aber sind es über 3 Jahre. Interessant, wa? Für uns über 30 Parts, für Velvet über 3 Jahre. Zahl 3. So, speichern. Speichert doch hier beim 40. Slot und dann einmal kurz durchatmen. Haben wir etwas vergessen? Ich denke, ja gut, Velvet heilen wäre vielleicht nicht so eine doofe Idee. Haben noch ein bisschen Salbei, max keinen KP. Ziel ist eigentlich sowieso auf uns loszugehen, also wenn wir die brauchen. Die ganze Regeneration und so weiter. Geben dann doch mal, ja, Fokus, Regeneration. Die SG. Die SK für Seelenkette? Okay. Ich gebe es LaFiSet. Dann natürlich unter ganz Hä? Ah, jetzt plötzlich. Aber den Krauke bin ich automatisch geheilt. Ja, interessant. So. Los geht's. Aber genau gleich. Also wenn man draußen noch Zweifel hatte, hier drin überhaupt keine mehr. Das ist genau der gleiche Ort. Gut, vielleicht später noch ein paar Räume mehr und so, aber... Was sind das überhaupt für Punkte in der Luft? Hä? Das sind irgendwie Glühwürmchen oder so? Oder gibt es einfach so viel Arte? So viel Mana, man natürlich Arte. Da vorne ist er. Artorius! Demons and Malachim. Unlikely companions, to say the least. Ceres is here too. In my stomach. So you chose to be a mother bird, Ceres. Things will be different this time. I will have my revenge. Revenge for LaFiSet! Very well. It is time. Ernsthaft jetzt? Einfach so. Ja, warum auch nicht? Ich dachte, da wäre noch irgendwie was anderes. Alter, leck mich am Arsch. 50. Ich will nicht mehr. Natürlich, danke um 30% gestellt. Natürlich. Alter, Level 66. Was das für ein Scheiß? Wie kann man Level 18? Alter. Da kann ich jetzt schon aufgeben. Nee. Oh, kann ich einwechseln. Ach, ihr habt Schaden? Wow, ich mach nur Schaden. Das ist natürlich geil. Ah, 6 Schaden, manchmal. Sag mal, Asen, wer cool langsam reinkommen könntest.
Gut, also er macht momentan auch sehr wenig, der gute Hirte. Das ist ein Kickmeister, das ist doch schön für ihn. Er macht doch gar nichts. Der bisschen Schaden ist der gute Mantel drauf. Macht nur Damage. Wenn er automatisch ausswitcht. Zu schwach. Oh, schön, dass man auch mal sagt, Spiel. Never let your guard down, even when victorious. I will not let you win so easily. I will use my full strength, as is just and proper. Aid me, Innominat! His wounds have vanished! Such power. Is it really? That is cheating! Why do I remember you. That night. A terrible night. More healing. It's impossible! We have to run! You won't escape this time. I beg your pardon, Lord Artorius. I had assumed Master Shigure was attending you. The failure is mine. Oh, Shigure is out training. Besides, that man would like to see my blood spilled more than anyone. Same as ever. He thinks only of himself. Look what happened with Ifrid. So you are Melchior. No, Artorius. The one who most wants to spill your blood is me! Master Artorius, allow me to quiet this demon. Out of my way! Learn your place, you abominable demon! I'm not finished. Why? Doesn't it hurt? Aren't you in pain? Why, Velvet? Why do you go on fighting? Because Laphicet knew so much more pain than I ever will. And still, I couldn't do anything for him. I'm sorry. I'm sorry. Velvet. Colluding with demons. Number 2, your punishment must be severe. Kill the demon. Then, end your own life. No. Have you forgotten our pact? Your mistress is giving you an order. I'm sick of your orders! That aura.
Faster! Kokoro, into the portal! Right. Hey! Don't forget me! You cannot escape! Inominat's power reacting with the Earth Pulse. Extraordinary. I begin to see. Still, giving your brother's name to a Moloch. You've strayed so far. Schöne Scheiße. Wake up. Oh, just let me sleep a little more, Celica. You rascal. Don't you remember the task I entrusted you with? The task? Yes. I asked you to take care of him. Oh. Where am I? Did they kill me? My wounds are gone. Bad fever. Please, don't die, Velvet. You saved my life. Now it's my turn to save you. First, we've got to get out of here. Ja, interessante Wendung. Der kam mir auch ein bisschen vertraut vor, wenn ich ehrlich sein soll. Also, zumindest die Dinger, die hier. Aber der Rest. Naja, Lavis hat doch ein bisschen mehr Power als wir dachten, waren alle überrascht. Ich auch, ich habe keine Ahnung, vor allem, ja, der Melchior, der Typ, hat den nach uns geschickt und so und es, Mann! So viele neue Typen aufgetaucht, wir hatten überhaupt keine Chance gegen Artorius, einfach alles irgendwie so, ja. War schon ein bisschen krass, wie Insomnia genau aussieht, auch keine Ahnung und mehr Fragen als Antworten erhalten, ja, schöne Scheiße. Ja gut, wie gesagt, der ist Power 34, der kann sich erwarten, dass schon das Spiel durch ist. Vor allem, alle, ob es gesehen wird, 1866, also... Ja, da müssen wir noch ein bisschen trainieren, bis wir gegen den gewachsen sind. Fürchte ich zumindest. Was ist das? Aber wo sind die anderen? Okay. Die Frage bleibt, wo zum Henker sind die anderen? Alter Schwede, wer hat Artorius noch ohne Mal gekämpft? Der ernsthaft hat nur mit seinem Schwert gecatcht. Gut, ein bisschen Kickboxen da noch. Also war es Kickboxen, nicht Kicken. Just hang in there, Luffy said. Natürlich auch interessant war Artorius' Worte. Von wegen, du hast einen Malak nach deinem verstorbenen Bruder genannt, du bist vom rechten Weg abgekommen. Zumindest so weit vom rechten Weg. Was für ihn ein rechter Weg? Wieso ist das schlimm? Also, ich meine, klar, er ist stark und so weiter, ein bisschen crazy ist der Typ auch. Zumindest scheint es so. No, also, könnt ihr doch gerne korrigieren, Leute, aber ich glaube, er ist nicht nur der Erste hier, sondern auch der Mächtigste. Ich kann mich erinnern, dass wir mit Zoro jemals so eine Power hatten. Alter Schwede, wie hat er das bloß geschafft? Der war uns total überlegen, keine Chance. Nicht die geringste. War schon ein bisschen, ja, doof, sag ich jetzt mal.
Okay, da geht's irgendwie in den Tempel ran oder so. Natürlich schön zum Umgucken, was soll denn da... Ja, sicher nix. So, komm, weg hier. The exit should be around here somewhere. Ja, du bist gut, weil ich habe nicht mal eine Ahnung, was es überhaupt sein soll. Die spricht vom Ausgang. Woher will sie wissen, dass hier irgendwo der Ausgang ist, wenn sie gar keine Ahnung hat, was es überhaupt sein soll? Der Portal hat sich aufgetan, dank MikelTheSayan. Ja, schön, aber was ist ein Portal? Oh mein Gott. Es ist doch so crazy. Du. Wir sind gerade alleine unterwegs. Natürlich kein Level abgekriegt. Logisch, haben wir verloren. Da ist auch nichts. Hä? Was sollen die ganzen Wege? Sagen wir langsam, wenn ich MikelTheSayan retten könnte. Which way do we go now? Einfach mal was Leichteres. Hier hat einen richtigen Weg. Ich hab da irgendwie meine leisen Zweifel. Na, doch, er sieht da irgendwo einen Stern. Ein Stern. Ja, gute Frage. Ich wollte gerade singen, ein Stern einen Namen trägt, aber ich glaube, ich lasse es lieber. So zu Velvets Rache, wa? Alter, du Chance gehabt. Was auch ein bisschen seltsam fand, wieso die anderen einfach so nebendran gestanden. Jojo, wir lassen da mal MikelTheSayan Velvet heilen und so. Uns geht das Ganze nichts an. Where's the exit? What the hell is this place? It's an earth pulse. So you survived. Let's not count our blessings just yet. It looks like we've been sealed inside. But at least we're still alive. Can't say the same would be true if we stayed in that place. An earth pulse. So that's what this is. Yeah. It's like a river flowing with nature's life energy. Earth pulses can be found all over the world, but normally you can't see or interact with them. Then how'd we wind up inside one? When Innominat and MikelTheSayan's power collided, the shock must have torn it open. If that's the case, it's possible that MikelTheSayan possesses the power to return us home, but... He can't do much in this state. He's liable to turn into a demon any moment now. Don't talk like that. Is this because he overused his powers? It's not too late to stop it. If a Moloch occupies a pure vessel, he can be prevented from transforming into a demon. Even you? This lucky coin is my vessel. There's a catch to this one, though. It can only serve as a vessel for someone with the Reaper's powers. Then that's no help at all. An exorcist would work. We offer our own bodies as vessels for Malakim, so that we can use them for the Abbey's purposes. I volunteer to serve as your Moloch's vessel. I see. So we just need your body with us, not your legs. Not one step closer! I'll kill myself before you lay a hand on me. The Moloch will become a demon, and you'll be stuck here forever. You don't mince words, do you? Know your foes and strike where they're weak. The basis of all combat. As cowardly as I'd expect from a disciple of Artorius. No, this is personal. Once I regain my exorcist powers, I vow to challenge you, Demon Velvet! If I lose, I'll do whatever you wish. If you want me to die or to become a vessel, so be it. Velvet, don't die.
Fine. What's the Malak's name? Normally, it is decided by their masters, but since I do not own him yet, I need to know. He's not a thing to be owned. He's Laphicet. Laphicet. I see. O child of the fountain of creation, these vows we exchange. May our purpose, resplendent, help to purify this cursed world. Remember this true name I bestow unto you. Such power. How the hell did we end up here? What's going on? That little brat. He actually unsealed the Earth Pulse? What was that? Huh. Guess this is the end of the Velvet World Tour Revenge-a-thon. What an anticlimax. Not that I really care either way. We don't know that she's dead. Dead or alive, she's done. No way she'd keep going after seeing how outmatched she is. Betcha 10 gold that I'm right. 10 gold? You're on. What in the... Laphicet! What did that exorcist do? What happened to you? I see. So that exorcist woman pledged herself as Laphicet's vessel? Where did she head off to, then? If you two wound up here, then odds are that exorcist disappeared somewhere nearby. Then we'll find her. Sheesh, are you never not worked up about something? I said I would save him, so I will. Besides, his power is just what I need. Don't you forget our little wager now, all right? My darling 10 gold, murdered in his crib by a thug! I won't let her get away from me. Sag mal, wir sind aber jetzt nicht da, wo ich denke, dass wir sind. Ich meine, nicht nur der Ort, gut. Ja doch, ein bisschen. Also nicht nur der Ort, sondern auch die Musik erinnert mich verdammt noch eins, aber ihr wisst schon was. Wie war das damals? Bei Zestiria an den ersten Tempeln, den wir jemals waren. Weil wir damals mit Zoe und Miklo auch Alicia gefunden haben. Erinnert mich ein bisschen an so einen Tempel. Aber egal. Jo, es war eine interessante Runde. Das, was er gesagt hat, war auch relativ interessant. Natürlich erstmal da mit Laphicets Power und so weiter, das relativ stark sei. Gut, das haben wir selber gesehen, natürlich, logischerweise. Ob sie sich dann uns doch anschließen wird und Laphicet ihn wieder freigibt, weil eigentlich müsste Laphicet ja ein eigener Charakter hier sein, logischerweise. Magidu hat ja Bienfu als Malak, sagen wir mal, an ihrer Seite quasi herrschermäßig und so in der Art. Also, man kann auch sagen, Magidu ist halt Bienfus Trägerin, oder? Deswegen kämpft Bienfu ja auch nicht selbst mit, immer nur so durch sie hindurch. Und bei Laphicet können es dann, wobei es kann natürlich auch wieder freigeben, ja? Logischerweise. Was ich interessant fand, was Asen erwähnt hat, dass dadurch die Verwandlung in einen Dämon aufgehalten wird. Ja, schön.
Er hat ja auch erwähnt, bei ihm kann es ja passieren, weil er eine Münze als Träger hat. Also entweder hat er rotzfrech gelogen, oder aber, man soll bitte mal erklären, wenn das sein kann, dass er in Zestiria ein Drache geworden ist. Ja gut, vielleicht verliert er die Münze, kann natürlich auch sein. Münze verloren, oh scheiße, wird doch ein Dämon. Nee, wäre ein bisschen doof. Er hat irgendwas anderes passiert, eben, er hat halt gelogen, dass es gar nicht stimmt, dass er eine Münze als Träger aus der Welt hat und gar nicht irgendwie erholte. Etc. etc. Das kann so passieren. Trotzdem, es war eine spannende, ereignisreiche Folge. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier dann doch mal ein bisschen durch. Gucken wir mal. Und denke mal, der nächste Kampf steht auch schon bevor. Gegen die neue reine Trägerin von Laphicet, wie es Ethan so schön gesagt hat. Und der Kampf gegen Artorius, wir haben es gesehen, Level 66, das wird dauern. Mal überlegen, ich habe Level 18 gebraucht für etwa 34 Parts. Heilige Scheiße. Wobei, vielleicht geht es ein bisschen schneller mit dem Leveln, kann wohl auch sein. Oh je, Expedition ist zurück. Macht nächstes Mal. Wie dem auch sei, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Berseria. Ich denke mal, der zweite Teil des Abenteuers beginnt. Könnte hinkommen. Bis dahin, ciao zusammen.